Hallo, Moje, Jode Dach, herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr gottverdammten Sieger, ihr verdammten Sieger, die ihr gestern das alles erleben konntet, die ihr gestern im Müngersdorfer Stadion wart oder zumindest vor dem Bildschirm es verfolgen konntet. Ich musste leider arbeiten. Ja, aber ich habe das natürlich im Ticker einigermaßen noch verfolgen können. Ich konnte es mir halt nicht im FC-Radio anhören. So eine Arbeit habe ich halt nicht, leider Gottes. Ach, immer dieser verdammte Samstag alle 4 bis 5 Wochen, je nachdem, wie der Rhythmus im Dienstplan sich aufteilt. Ließ sich nicht vermeiden. Ich meine, der Urlaub ist verballert und ich war auch ein bisschen krank zwischendurch im Laufe dieses Jahres. Das möchte ich dir dann gerne auch mir und ja, zugunsten der Sicherung meines Arbeitsplatzes allen anderen Beteiligten ersparen. Aber ich habe es euch doch gesagt, kaum bin ich nicht im Stadion, gewinnt der FC. Ich hoffe doch mal, dass es sich nicht fortsetzt. Das gilt auch nur für diese Saison. So war es letzte Saison zum Glück nicht. Aber halt, bei mir ist halt der kleine Wermutstropfen am Ende halt, ja, dass ich momentan zu Hause keine Siege bejubeln darf, dass ich nicht hinterher die Mannschaft großartig feiern kann, höchstens beklatschen kann, wenn die Leistung nach einem nicht befriedigenden Ergebnis doch noch irgendwie kämpferisch war oder es darum geht, sie für das nächste Spiel nochmal zu motivieren. Ja gut, ja, am Ende steht da ein 2:0 und man muss sagen, dieses Spiel zeigt mal wieder, dass wir schon uns bemühen, aus unseren Fehlern zu lernen. Also das kann man wirklich so sagen. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, warum man nicht mal einen Sieg versucht, über die Zeit zu retten. Und das ist ja im Nachhinein anhand des Spielverlaufes, wie man es noch rekonstruieren kann, wenn man das Spiel nicht gesehen hat und nur eine Zusammenfassung betrachten konnte. Nur damit ihr es wisst, ich habe kein Sky. Sky hatte mir einen Vertragsabschluss 2020 verweigert. Keine Ahnung, woran es lag. Vielleicht liegt es daran, dass ich einen Kredit zahle. Das ist auch gut möglich, aber ja, ich habe kein Sky. Ich habe kein Sky, also kann mir jetzt nicht das Spiel nochmal komplett 90 Minuten lang irgendwie nochmal im Nachhinein ansehen. Deswegen muss ich immer auf die Zusammenfassungen warten, die dann in den öffentlichen halt laufen. Naja, dann lohnt sich halt wenigstens mein überteuerter Rundfunkbeitrag, mein nicht gerechtfertigter Rundfunkbeitrag. Aber egal, das ist jetzt nur mal so ein bisschen am Rande. Gehen wir doch mal ein paar Eckpunkte durch. Also, wir sind gestartet diesmal mit Max Finkgräfe. Saisondebüt auf der rechten Verteidigerposition. Also bei uns in der FC-Gruppe, also wir FC-Nerds, Taubi, Pierre, also Köln in Zeit und FC Fabio, wir sind alle in so einer kleinen WhatsApp-Gruppe drin, wo wir uns immer so austauschen, gegenseitig auch motivieren und inspirieren. Und da hieß es auch so, oh Gott, der Junge hat keine Spielpraxis, hat monatelang keinen Fußball gespielt und muss direkt auf einer fremden Position starten. Ich selber hatte mich ja eigentlich davor ausgesprochen, dass das mal probiert wird. Ja, machen wir es kurz und schmerzlos. Schon zu Beginn der zweiten Halbzeit wurde er ausgewechselt. Er war auch gelb-rot gefährdet. Hat sich nämlich im Laufe des Spiels eine gelbe Karte abgeholt und ging auch etwas, wie soll ich sagen, unsicher zu seinem Werke. Ja, das hat dann leider im Nachhinein nicht funktioniert. Einfach mal als negativer Eckpunkt. Ich sehe es so, wenn man das Spiel von Gerhard Struber, das offensiv ausgelegt ist, umsetzen will, dann reicht garantiert kein Jan Thielmann. Es reicht eventuell auch kein Finkgräfe. Man kann ja mal schauen, wie das dann im nächsten Spiel wäre, wenn er nochmal auf dieser Position startet. Aber ja, ein Rasmus Carstensen passt jetzt auch nicht in die Philosophie von Gerhard Strubers System rein, weil es ist offensiv ausgelegt. Das heißt, der rechte Verteidiger schaltet sich in die Offensive mit ein und Carstensen ist da eher mehr auf die Abwehr fixiert. Ja, aber gut, fangen wir mal mit ein paar kleinen Highlights an. In der 4. Spielminute hätte bereits das 1:0 fallen müssen. Wir haben uns im Ulmer Strafraum festgespielt. Baccarada schießt aus dem linken Halbraum, versucht abzuschließen, zwingt Tide von Ulm zu einer Parade. Den Abpraller will Lempele ins linke Eck einschieben, verfehlt das leere Tor, aber knapp. Wir haben danach viel Tempo gemacht, aber das Tor fiel dann im Nachhinein in der 8. Spielminute.
das war halt so, meiner Eckball, flach in den Strafraum. Hussein Basic versucht den Ball zuerst im Tor zu verwandeln. Und dann landet der Ball bei Timo Hübers, der ihn mit der Hacke so quasi schön künstlerisch ins Tor einnetzt. Also das fand ich richtig cool. Das ist das zweite Mal, dass man so ein Tor von Timo Hübers sieht. Ich finde diesen Mut bewundernswert, den er da hat für einen Verteidiger. Das ist schon mal ihm gegen Hertha BSC gelungen. In der Saison, bevor wir abgestiegen sind. Ja, das ist so ein Ding. Also bei Ecken, Timo Hübers, mit ihm kann man rechnen. Mit ihm kann man rechnen und das ist doch schon mal eine schöne Sache. Der Junge traut sich was, das finde ich gut. Da geht er mit gutem Beispiel voran als Kapitän. Ja, zwischendurch gab es dann auch noch in der 21. Spielminute für Max Brandt von den Ulmern eine rote Karte. Eigentlich kann man jetzt sagen, ab da lief ja wirklich alles zu unseren Gunsten. Nur halt, wir haben da irgendwie nichts großartig draus gemacht. Wir waren zwar in Überzahl, aber wir haben wohl so agiert, als ob wir eben nicht in Überzahl wären. Sind ab da sehr vorsichtig vorangegangen. Und ja, das bisschen konnte ich noch im FC-Radio hören. Also wir haben irgendwie das nicht ausgenutzt. Ist aber okay letzten Endes. Weil, ja, danach gab es nicht mehr viele Highlights in der ersten Halbzeit. Aus seiner 34. Spielminute Max Finkgräfe, die gelbe Karte. Ich bin immer kurz davor, rote Karte zu sagen, weil er ja kurz davor war, gelb-rot zu bekommen. Ja, er hat wohl einen Versuch von Rösch, also von Ulm, blockiert bei einem Einwurf, also einen Einwurf auszuführen. Ja, und der kommt dadurch zu Fall. Unnötige Aktion heißt es dann im Spielbericht. Ja, Halbzeitpfiff. Wir gehen mit der Führung in die Halbzeit. Schon bereits in der 46. Spielminute wird der gelb-rot gefährdete Max Finkgräfe dann halt leider Gottes schon ausgewechselt für Dominik Heinz und dann ist Julian Pauli auf die Rechtsverteidigerposition gerückt. Ihr kennt das Endergebnis 2-0, schien ja wohl gut funktioniert zu haben. Julian Pauli, eins ist klar, in wenigen Tagen kaufe ich mir dann auch noch das Auswärtstrikot, das rote. Das war schon lange auf meiner Agenda. Ich habe lange noch überlegt, ich wollte mal den Saisonverlauf abwarten. Er wird es im Nachhinein sein, da machen wir keinen Spoiler draus. So für die sich für die Trikotvideos besonders interessiert haben. In der 47. Spielminute direkt darauf, eine Minute später, Luca Waldschmidt. Er schlänzt den Ball aus 20 Meter in den linken Winkel. Ich kann nur sagen, also das ist jetzt das zweite Spiel hintereinander, das er trifft. 3 Tore insgesamt diese Saison. Ich kritisiere ihn ja schon sehr oft, wegen der Art und Weise, wie er sich auf dem Platz präsentiert. Aber ich sage ganz ehrlich, wenn er einfach weiter trifft, der kann von mir aus scheiße Fußball spielen, wie er will. Er kann so mannschaftsundienlich spielen, wie er will. Hauptsache er trifft. Trifft von mir aus jedes Spiel. Mehr musst du nicht machen. Du wirst im Tor eingesetzt. Mehr musst du nicht machen. Weiter so. Einfach weiter so. Das sind so diese Waldschmidt-Tore, die ich mir erhofft hatte bei seinem Transfer. Scheint ja wohl in der zweiten Liga zu funktionieren. Deswegen kann ich nur sagen, aktuell die Kombination Downs und Waldschmidt als Stürmer funktioniert. Was funktioniert, sollte man nicht ändern. Gerne weiter so. Solange er trifft, will ich nichts gesagt haben. Er hat jetzt auch zu diesem Zeitpunkt genauso viele Tore, wie er in der letzten Saison erzielt hat. Letzte Saison hat er 3 Tore erzielt, jetzt hat er schon 3 Tore. Okay, wir reden davon, dass wir ein Niveau tiefer spielen in der zweiten Liga, aber trotzdem, diese zweite Liga darf es nicht unterschätzen. Sie ist einfach nur, ich sag mal so, eigentlich fast dasselbe wie die erste, meiner Meinung nach. Das Niveau ist nicht zwangsläufig niedriger, so von meiner Wahrnehmung her. Es ist einfach nur eine Liga tiefer. Wird es daraus keine Ahnung, jetzt müssen wir mal ein bisschen rechnen. Ja, keine Ahnung, wird es daraus eine 38er Liga machen oder sowas in der Richtung oder eine 36er Liga, dann hätten wir so ein Niveau wie in der NBA. Ohne Abstieg und so weiter. Ja, aber okay. Das muss halt leider so sein. Es gab danach auch keine großartigen Highlights mehr, außer dass Hussein Basic versucht hatte, von der Mittellinie auszutreffen, nachdem Tide
einen Angriff versucht hatte zu verhindern. Er ist dann aus dem Tor rausgelaufen und ja, hätte Hüseyin Basic ein bisschen präziser den Ball getroffen, hätten wir vielleicht noch ein 3-0 gesehen. Ein traumhaftes 3-0. Und so gehen wir letzten Endes oder bleiben wir letzten Endes als Sieger zu Hause. Das war ein wichtiger Sieg, auch noch kurz vor der Länderspielpause. Und da kann man jetzt mal als kleines Zwischenfazit sagen, ja, wir haben eine sehr ausgeglichene Bilanz. 3 Siege, 3 Unentschieden, 2 Niederlagen. Es ist weiterhin eng in der zweiten Liga. Wir sind jetzt aktuell auf Platz 7. Ich muss sagen, jetzt natürlich kann ich damit in Anbetracht dessen, dass ich wegen der Transfersperre und dergleichen ja schon so einiges befürchtet hatte in dieser Zweitligasaison. Hatte befürchtet, dass da eventuell so eine Geschichte losgehen könnte, wie wir sie später bei Vereinen wie zum Beispiel Kaiserslautern gesehen haben. Keine Ahnung, Tendenz geht dahin, dass uns das nicht bevorsteht. Wir haben jetzt zumindest schon mal, was halt so für das Gemüt zufriedenstellend ist, mehr Punkte als letzte Saison. Ja, ist ein Niveau tiefer. Trotzdem, letzte Saison hatten wir zu diesem Zeitpunkt 4 Punkte. Wir waren nicht einmal zweistellig. Jetzt haben wir 12 Punkte. Von daher, was gibt es da großartig nach diesem Spieltag zu beanstanden? Ich kann nur sagen, halt einfach weiter so. Ich finde gut, dass Gerhard Struber zeigt, dass er bereit ist, an den Fehlern, die sich da in der Mannschaft hin und wieder einschleichen, zu arbeiten. Dass er versucht, immer wieder einen Weg zu finden, das zu beheben. Ist halt ein Trainer, der alles ausprobiert. Das ist jetzt mein Zwischenfazit. Er probiert alles aus, um diese Mannschaft zum Erfolg zu führen. Das ist sehr lobenswert. Ich hoffe, dass es am Ende seine Früchte trägt. Aber insgesamt, summa summarum, so ein Zwischenfazit kannst du erst machen, wenn die Hinrunde vorbei ist. Ich persönlich kann sagen, bei mir geht die Party ab, wenn 40 Punkte vorzeitig im Petto sind. Wenn es dann soweit ist, dann geht bei mir die Party ab, weil wie gesagt, ich habe so einiges befürchtet. Bin halt gespannt, wie es zur Winterpause aussieht mit den Transfers. Ich kann nur jetzt letzten Endes nach den ganzen Spielen hier sagen, und weil es auch in diesem Spiel leider Gottes auch mit Max Finkgräfe nicht funktioniert hat auf der rechten Verteidigerposition und ich schon gerne eher sehen würde, dass weiterhin Julian Pauli in der Innenverteidigung seinen Stammplatz hat. Wir brauchen als Backup einen weiteren Innenverteidiger. Wir brauchen definitiv einen neuen rechten Verteidiger, der ungefähr in die Philosophie von Gerhard Struber reinpasst, aber der sich auch regelmäßig mit Rasmus Carstensen abwechselt. Der Junge hat Geld gekostet. Und trotz allem, einfach weil Damien Downs jetzt dieses Mal halt nicht getroffen hat, einen erfahrenen Stürmer nochmal zusätzlich, das würde uns nicht schaden. Einfach einen, wo wir 100% von ausgehen können, dass der regelmäßig alle 2 bis 3 Spieltage treffen könnte. Allerdings, wenn Luca Waldschmidt sich jetzt zu dem entwickelt hat, was uns versprochen werde, zumindest auf Zweitliganiveau, ich weiß nicht, vielleicht erübrigt sich die Sache. Wir haben noch genug in der eigenen Jugend, aber das wird ja Stand jetzt nicht genug forciert. Ja, und was auch noch erfreulich war, eigentlich mein absoluter Lieblingsspieler Florian Kainz hat sich in den letzten Jahren zu meinen Lieblingsspielern entwickelt, gelang dann auch noch zu seinem Saisondebüt. Ob er jetzt nochmal einen Stammplatz sich erarbeiten wird, das wird sich zeigen. Aber sei mal hingestellt, dass es mein Lieblingsspieler ist. Zusammen mit Max Finkgräfe aktuell in dieser Mannschaft. Das ist jetzt nichtig, ob das meine Lieblingsspieler sind. Wichtig ist der Erfolg des FCs. Das steht über allem. Und das sind meine Gedanken dazu. Wir gehen mit einem Erfolg in die Länderspielpause. Was den Content betrifft, ihr seht noch was bezüglich des Poldi-Abschiedsspiels. Da habe ich noch ein kleines Video in der Planung oder in der Produktion. Und dann schauen wir mal. Danach ist noch eine Woche Puffer dazwischen. Schon mal kleine Vorwarnung, wenn ich keine Themen finde. Ich werde mir garantiert keine Themen aus dem Hintern ziehen. Deswegen schauen wir mal. Vielleicht ist auch mal eine Woche ohne Content dazwischen. Das ist gut möglich. Ich hoffe, ihr könnt das verschmerzen. Stand jetzt habe ich nur noch ein Video in der Planung als kleiner Puffer für die Länderspielpause. Aber trotz allem bedanke ich mich jetzt mal für heute für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und dann würde ich sagen, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns noch wiedersehen.